Das Alte Testament ist halt so, keine Ahnung, Campingtipps und Unwetterwarnungen zum Großteil. Also so oft wie du erklärt kriegst, wie du ein Zelt aufbauen sollst und wie viel Quasten da dran müssen, dass die Tür zugeht. Und Volkszählungen, ja mein Gott, das ist so als auf diese Filler-Episoden, weißt du, die sind richtig schlimm, ey. Alter Schwede. Und dann denkst du so, hast du dich dann so durchs Alte Testament so durchgequält, also das Alte Testament ist das ohne Jesus. Und dann hast du dich dann da irgendwie so durchgequält und dann geht's im Neuen Testament weiter und denkst du, ja geil, ist hier krass vom flotten Jesus bisschen was lesen und dann liest du sowas, okay, alles klar. Und danach kommt dann der Jünger Paul oder so und der schreibt auch dasselbe. Der schreibt dasselbe wie die zwei vorher. Dann tut da irgendwie hier, da ist Jesus nach links gegangen, da ist er nach rechts gegangen, aber am Ende vom Tag wird er ans Kreuz genagelt. Hi. Guten Tag, ihr Leid. Ich bin Jesus Christus. Nee, bin ich natürlich nicht. Ich bin Gott. Jesus Christus ist mein Sohn. Ja. Und da spielen wir jetzt ein Spiel drüber. Es gibt da auch ein Buch drüber. Aber das ist voll lame. Das ist langweilig. Und dann dachte ich so, wie kriegt man hier die coolen Kids heutzutage, also meine Hände, hier. Wie kriegt man die coolen Kids heutzutage dazu, ein bisschen was über Familie zu lernen? Man macht ein Videospiel draus. Deshalb habe ich ein Videospiel über meinen Sohn gemacht. Und das werde ich jetzt selbst anzocken. Ist nur eine Demo. Hab auch nicht ich gemacht, haben meine Engelchen für mich gemacht. Wir legen jetzt mal gleich los. Ja, alles klar. Ist nur eine Demo, ist noch ein bisschen buggy. Es gibt zum Beispiel Clipping-Fehler, gerade wenn mein Sohn hier, also Jesus, übers Wasser gehen soll, da klippt er alles ins Wasser rein und dann steht er mit den Füßen im Wasser und so. Ist ein bisschen komisch, muss man sich dran gewöhnen. Ich würde mal sagen, ja, mach mal hier. Ja, also wir machen natürlich Gameplay, so. Los geht's. Ladebildschirm habe ich auch, bin voll gut, Ladebildschirme habe ich viele. Guck mal hier, ein Buch. Kapitel 1. Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war mit Gott. Und das Wort war Gott. Was viele nicht wissen, das steht im Impressum vom Duden, dass am Anfang das Wort war, weil das so war, das Wort. Und das mit Gott haben sie dann rausgestrichen und dann dachten sie, das ist ein bisschen wenig und dann haben wir das mit dem Wort auch rausgemacht und ja, herzlichen Glückwunsch, so wurde der Duden erfunden. Ich drück einfach mal Enter, okay? So, gucke. So, weiß gar nicht, wer den Quatsch hier geschrieben hat. Aha. Ja. Ach so, das habe ich doch gerade eben gesagt. Mann, hörst du mir nicht zu. Ja, was ist das hier? Guck mal hier, Weltraum. Weltraum habe ich auch gemacht. Weltraum habe ich also ich habe ja die Erde und so gebaut und da, also so von Sonntag bis Freitag habe ich so Erde und so ein Zeugs gebaut und dann dachte ich so, ist ein bisschen öde so um die Erde drumherum, da habe ich hier so ein paar Planeten und so gemacht, das habe ich an dem Tag nach Freitag gemacht, der hieß Dreamstag. Dinos habe ich auch gemacht, war voll cool. Wisst ihr's? Ja, also an dem Dreamstag habe ich so alles drumherum gebaut und dann habe ich gechillt. Am heiligen Tag, also am Samstag habe ich dann gechillt und weil ich ja vorher die Erde und so gebaut habe. Hier, das alles Hühner, Beagles habe ich gebaut, ein Vordach habe ich alles selbst gebaut. Und genau, ja, Engel. Engel ist so eine Sache, das sind Hilfsarbeiter, die habe ich mir aus Puerto Rico, keine Ahnung, importiert kommen lassen und die haben mir dann ein bisschen sind mir so zur Hand gegangen so. Das Problem war, dass die haben so viel gelabert, also die haben nur gelabert und nichts geschafft.
Das ist irgendwie doof gewesen. Und manchmal sind sie auch während der Arbeitszeit irgendwo anders hingegangen und haben dann einfach Leute angelabert, haben gesagt, hier, pass mal auf, ich arbeite für voll den coolen Typ, willst du für den nicht auch arbeiten? Ihr Plan war natürlich, dass sie dann andere finden, die viel günstiger arbeiten als sie und sie können dann quasi so eine Zeitarbeitsfirma da aufmachen. Das heißt, sie tun dann die engagieren, geben denen weniger, wie ich denen gebe und lassen die arbeiten und sie sind dann der Boss irgendwie. Also so eine Unterfirma oder wie man das nennt. War so denen ihr Plan. Und ja, war ein bisschen doof. Dann habe ich ein paar, also einen oder so, habe ich dann einfach rausgeschmissen, also einfach runtergeschmissen so, weißt du. Der war mir dann zu doof, der ist auch bös tief gefallen. Hat aber überlebt. Hat dann sein eigenes Jobdingens aufgemacht, so heiße Sache, sage ich euch. Und die anderen, der habe ich dann gesagt, hier, nö, ich brauche euch nicht mehr. Ich bin ja jetzt eh fertig, ich kann alleine chillen, da brauche ich euch nicht, weil ich muss ich ja Lohn zahlen für das, wo sie nichts arbeiten und deshalb habe ich sie dann entlassen. Jetzt tun die noch so ein bisschen auf Erde rumrennen und manchmal ein paar Leute anlabern. Ja, kommt aber nicht mehr so oft vor, weil es ist dann auch irgendwann zu langweilig geworden, so seit 2000 Jahren oder so kommt das nicht mehr vor. Ja. So war das. Hier ist ein Ladebildschirm. Da fällt mir doch glatt eine Mücke vom Kopf. Keine Ahnung, wo die herkommt. Ja. So, pass auf. 30 Jahre später. Ja, was vorher passiert ist, war jetzt nicht so interessant. Jesus war halt ein Baby, also frisst, schläft, scheißt, plärt, was halt ein Baby macht. Und deshalb habe ich jetzt gedacht, komm, fangen wir erst an, wenn er so 30 ist. Da ging es dann rund ab da, wo er Alkohol herstellen konnte. Da war es schon richtig geil. So. Achso, ich synchronisiere das mal. Jesus! 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 Jesus, steh auf! Liegt die Faulsau immer noch im Bett? Es ist schon 6 Uhr morgens! Steh auf, die Sonne scheint als Fensterin. Geh hier und such den Johnny, den Johannes, den Täufer. Such den und lass dich von dem Taufen, weil du bist ein Heide, bist du. Lass dich taufen vom Johannes. Und das ist so der erste Quest, wo ich da so gebe. Und dann lass dich taufen und dann gehst du in die Welt und machst die Leute glücklich und so. Und du tust dann die Dunkelheit vertreibe und du bringst den Leuten Hoffnung, weil die haben nämlich vorher nur das Alte Testament gehabt und das war ein bisschen doof. Da haben die Leute nicht viel Hoffnung gehabt, deswegen brauche ich jetzt den Sohn, wo hingeht und sagt, der Papa hat es nicht so gemeint. Das ist schon ein guter, ist ein bisschen strenger, aber er hat es nicht so gemeint. Deswegen brauchen wir den Sohn. Könnte ich ja selber machen, wollte ich aber nicht. Bin viel zu faul. So, gucke, was haben wir denn hier? Eine schöne Kiste. Wir sind übrigens wirklich Jesus. Also im Spiel sieht man an den Sandalen. Dann haben wir hier... Hübsch. Guck mal, es ist wirklich schon hell. Oh, was ist denn das da draußen? Ich glaube, das ist ein Stein. Bin mir ziemlich sicher, dass das ein Stein ist. Naja. Guck mal, noch nicht mal ein Bett habe ich. Wieso ist denn da hinten heller wie da vorne? Hä? Noch nicht mal ein Bett habe ich. Ich wusste, also ich, der Spieler, meine ich. Hier. Was ist denn das da? Ich glaube, da habe ich mal einen Sparstrumpf drunter oder so. Deshalb ist das so dick da. Also, ja, das hier ist mein Wäschekorb. Das hier ist eine Tür, die man auch öffnen kann. Kann ich die auch schließen? Ja, die kann man auch schließen. Kannst du mal sehen. Ich ganz alleine. Das hier ist mein Wohnzimmer. Wir machen ein bisschen hier Crips. Ich zeige euch jetzt mal hier. Das hier ist meine DJ-Ecke. Da stehe ich dann so, weißt du? Da mache ich dann den MC hier. Der MC Kohlroulade, nenne ich mich. Und dann mache ich hier Wiki, weißt du? Ein paar Platten auflegen. Hier, alles hier. Knoblauch. Was sind das für riesige Orangen? Ja, es ist... Ja. Hier sind irdische Kohlköpfe, Käse. Alles hier, alles da. Bohnen. Ein Sack voll Bohnen. Tut sich lohnen. Das da ist ein Steiniglu. Das ist für meine Schwester. Die heißt Angelika. Die ist ein bisschen introvertiert. Deshalb haben wir ihr im Wohnzimmer quasi ein eigenes Zimmer, ein eigenes Iglu gebaut. Und da wohnt die dann drin. Und die hat, wie das bei Frauen so ist, die hat immer kalte Füße. Und deshalb machen wir da auch manchmal Feuerchen drin, dass es ein bisschen warm kriegt. Ja.
Diese Äpfel hier haben wir aus Crash Bandicoot geklaut. Sieht man sehr gut. So, das da ist ein gelber Punkt, der mir sagt, dass ich in 16 Meter verheiratet werde. Oder so. Muss er hier ein bisschen umgucken. Palmen, ja. Häuser. Sieht eigentlich gut aus. Da hinten steht eine. The Awakening of Jesus. I should talk to my mother. Achso, ja. Ich muss zu Maria. Ach so, Mary. Ach so. Ja, meine Mutter heißt eigentlich Maria, aber weißt du, manche sagen halt Mama oder Mutti oder was weiß ich was, Muttersche. Ich nenne sie halt Mary. Einfach so, weil ich will jetzt aber noch nicht. Ich gehe erstmal da hoch da. Okay, man kann da nicht hochgehen. Ich kann mich da ins Eck stellen und kann da reingucken. Da ist nichts, obwohl es Mut, da die leere Luft Mut. Aber ja, komm, ich gehe mal zu dem Glatzenmann da. Hör mal zu, Glatzenmann. Yes? Ja, pass auf. Ach, nix. Nix, Entschuldigung. Okay, kann ich hier vielleicht hochgehen? Ja, das Spiel ist noch eine sehr frühe Demo. Die ist auch, glaube ich, von 2021, glaube ich, oder so, wo die Demo hier rausgekommen ist. Oder 23, ich weiß nicht genau. Basiert auf der Unreal Engine 5, aber in einem sehr frühen Stadium. Was man daran erkennt, es ist auch scheiße optimiert, hey. Also die Framerate ist so... Wo mut's denn da? Die Framerate ist so überall, nur nicht da, wo sie sein soll. Also links Mut ist... Okay, ich kann... Vielleicht ist Wasser im Brunnen, ich kann drauf gehen. Jetzt komme ich nicht mehr raus hier. So, guck mal da das Fenster rein. Hier. Hallo. Stellt euch mal vor, ihr liegt so im Bett oder so, keine Ahnung, morgens und dann kommt einer und glotzt euch so das Fenster rein. Das ist ja Wahnsinn. So, komm mal her. Rennen können wir auch. Kann ich auch da hier einen Berg hochrennen? Dong. Nee. Ja, dann rennen wir gerade mal darüber, oder? Das ist eine Leiter. Hopp. Hopp. Geh doch die Leiter hoch, Mann. Ich kann keine Leitern hochgehen. Ein bisschen doof. Nun, ja. Nee, das ist kein Bug. Das ist eine schwebende Palme, das seht ihr richtig. Das muss so sein. Die habe ich aus Griechenland. Die war mal in den hängenden Gärten, weißt du? Und das gehört so. So, jetzt pass auf. Ich versuche mal darüber zu jumpen. Ha! Hingekriegt, hier. Jesus, der Mann, der auch über Zäune hüpfen kann. So, was ist denn hier? Ziege! Was? Hast du mich gerade angeziegt? Wie bist denn du? Yes? Auch nix. Okay. Also, was das hier, scheint so der... Hier, ich muss doch hier, aber ich komme doch da bestimmt irgendwie eine Leiter hoch. Kann doch nicht sein, oder? Ha? Geht halt nicht. Keine Ahnung. So, ich gehe jetzt mal zu meiner Mutter. Was will denn die schon wieder? Ist bestimmt böse, weil ich ihr nicht Guten Morgen gesagt habe oder so. Pass auf. Du, komm, mit dir rede ich gar nicht. Der sieht ein bisschen aus wie, ihr wisst schon, der eine da. Der Mann, dem gerade spontan Haare gewachsen sind, der ist schon recht cool, ey. Junge. Hello, Jesus. Oh, das ist mein Vater. Das ist mein Vater. Himmelvater. Kennst du, also ein Engel hat mir davon erzählt, dass ich Johannes den Täufer finden soll. Weißt du irgendwas von ihm? I see. Ah, ja, okay. No, I don't know anyone by that name. Maybe you can ask your mother. She hears a lot of gossip around the marketplace. Maybe she can help. Okay, danke. Wieso hat denn der so richtige Worte, laute Worte, die aus seinem Mund kommen? Die anderen reden alle mit Texttafeln. Der hat so richtige Worte. Was geht denn hier ab? Ah, das ist bestimmt, weißt du, also früher, das kennt ihr bestimmt noch, wenn ihr so Schwarz-Weiß-Filme guckt, früher, da gab es noch keine Worte.
Oder da hatte man so Texttafeln, mit denen man geredet hat. So. Was halt ganz einfach daran lag, dass nur die Reichen haben Lesen und Schreiben gelernt. Und die Reichen haben dann sich mit Texttafeln unterhalten. So. Und nur die armen Leute, so, ich bin halt hier aus einer armen Schreinerfamilie, weißt du? Und nur die Armen haben sich mit richtigen Worten unterhalten, weil die konnten halt nicht lesen und schreiben. Deshalb hätten Texttafeln da nichts gebracht. Und mein Vater, ich mag ihn sehr, ne? Ist ein hart arbeitender Mann und er geht einem ehrbaren Beruf nach, Schreiner halt, ne? Aber er kann halt nicht lesen und schreiben, deshalb muss er halt mit mir so mit Worten reden. So, bist du meine Mama? Scheint so. Guck nicht so lange in die Sonne, da wird man blind von. So, komm mal her. Yes, Jesus? Ah, kannst auch nicht lesen und schreiben. Ich wurde von einem Engel erweckt in meinem Traum und der hat mir gesagt, dass es jetzt Zeit ist und ich soll meinem Leben ein bisschen Sinn geben und eine erste Quest hat er mir in Auftrag gegeben und zwar soll ich Johannes den Täufer suchen. Ja. We have also been visited by angels throughout our lives. Ach so, ja, okay. I do truly believe that your time has come, my son. I have heard of John the Baptist as well. Okay, die sagt, dass er auch schon öfters mal beengelt wurde. Und ja, dass es jetzt Zeit ist zu gehen. Weißt du, das ist wie bei Pokémon. Warte mal, weißt du, wo ich den Johannes wo kann ich denn den finden? Also, ach so, also ich wollte gerade sagen, ich dachte so, mein Vater hat dumm über meine Mutter gelabert, als er gesagt hat, dass meine Mutter eine alte Drahtstante ist, die sich überall hinstellt und jeden Drahtsch mitnimmt und sowas. Stellt sich raus, stimmt. Die war halt auf dem Markt und hat da bei irgendjemandem gestanden, naja, hat spitze Ohren geschoben, hat die Augen gestellt wie so eine Schnecke und dann hat sie mitgekriegt, dass beim Früchtestand irgendwie haben sie über den Johannes geredet. Vielleicht soll ich da mal nachgucken. Okay, dann mache ich mal. Ich frage mich mal ein bisschen rum. Ich soll mich auf dem Marktplatz ein bisschen nach John umfragen. So. Hello, Jesus. Also, hallo. Ich bin auch ganz müde, aber ich werde mich trotzdem, ich geh mal zum Markt. Also wie jeder guter Sohn sagt man natürlich, also das ist natürlich, Josef ist natürlich nur mein irdischer Vater, also der irdische Vater von Jesus. Ich bin ja Gott, deshalb bin ich ja hier in einer Wolke. Der richtige Vater bin natürlich ich. Ich habe Josef, also es ist jetzt vielleicht nicht meine ruhmreichste Tat gewesen, aber ich habe ihm halt so ein Kuckuckskind untergeschoben, weißt du? Mit der Mutter so, knickknack. Und dann habe ich gesagt, nee, es war der Heilige Geist, weißt du? Und der, wie gesagt, er ist ein hart arbeitender Mann, der einen ehrlichen Beruf nachgeht, aber er ist halt ein bisschen... Naja, er hat's geglaubt, alles klar. So, also, ich gehe auf den Markt und gucke nach jemandem, der weiß, wo der Johannes der Täufer ist. Ja, ich passe auf mich auch. Und, Shalom. Alles klar. So. Okay, in 115 Meter ist der Markt. Ja, was ist denn mit dem da hinten? Ne, warte mal, da war doch der... Kann ich jetzt... Die habe ich ja alle schon gefragt. Da hinten stand der Glatzenmann. Hör mal, Glatzenmann. Hat er eine ausgefallene Frisur, hat er? Yes? Guck mal da, man kann sie jetzt was befragen. Aha, es ist so, ja. Weißt du irgendwas über Johannes den Täufer? Naja, er hat mich getauft, aber im Moment weiß ich nicht, wo er gerade ist. Wenn du ihn findest, dann sag mir bitte, wo er ist und dann gehe ich da auch hin und bedanke mich bei ihm. Ja, El Shalom, El Friede. Wisst ihr ja, Shalom ist Friede, El Shalom ist El Friede. Ja, das ist übrigens ein Händler wohl, der hat ein bisschen mehr Geld, weil der kann schon in Texttafeln reden, weißt du? So. Das hier ist meine Badewanne. Ist gerade leer. Die habe ich leer getrunken. War eine heiße Party. Ich finde es immer noch verwirrend, dass man keine Leitern hochgehen kann. Voll doof. Oh, kann ich da Fenster aufmachen? Nee. So hängt da ein Galgen am Fenster. So.
Das da ist ich hab meinem Sohn, also Jesus hier, habe ich Hausaufgabe aufgegeben. Das da ist die Hausaufgabe. Also ich habe gesagt, hier, du gehst mir nicht ins Bett, nicht bevor du da nicht Wein draus gemacht hast. Und das muss er noch machen. Der ist ja noch am Üben, er ist noch Lehrling quasi, so, er ist Messias Lehrling. Muss er erst noch, aber der Tag ist ja noch lang. Das kriegt er bestimmt noch hin. Irgendwie ist es da in der Tür. Ach nee. Kann ich diese Tür aufmachen? Ne, die ist... Ja, da mut es irgendwo dauernd. Ah, da liegt eine Kuh. Guck mal, eine weiße Kuh. Ja, du bist eine Kuh. Richtig, guck mal, da ist ein Gartentor. Eine Kuh. Oh, ist ein bisschen heiser, die Kuh. Da habe ich gleich Mitgefühl. Ich weiß, wie das ist. Ja, bist eine Arme. Komm her, ich streichel dich ein bisschen. Keine Ahnung, wie man streichelt. Ja, was frisst die eigentlich? Frisst die... Das Gras, was so zwischen den Ritzen da rausgeht. Ja, okay, dann lassen wir die mal. Hallo? So. Ja. Many people have attempted to write about the things that have taken place among us. Reports of these things were handed down to us. There were people who saw these things for themselves from the beginning. Junge, wer macht denn hier Feuerschrift mitten in die Luft? Was ist denn das für eine Kacke? Das ist da kriegt man ja noch einen Herzschlag. Könnt ihr doch nicht machen, ich bin noch ein alter Mann. Ja, der labert gerade und der sagt halt gerade, dass er ein schlechtes Gedächtnis hat und deshalb sich alles aufschreiben muss. Kann ich voll mitfühlen. Das Spiel, also die Demo, hat übrigens keinen Controller-Support von sich aus, von Haus aus. Ich könnte das jetzt hier, wie man das ja bei Steam machen kann, reinfriemeln. Habe ich aber keinen Bock drauf. Deshalb benutze ich hier meinen schönen, weil ich jetzt so dumm bin für Maus und Tastatur, habe ich schon mal ein paar Mal erwähnt. Oh, da geht eine Treppe hoch. Mal gucken, ob ich diese Treppe wenigstens hochgehen kann, jetzt so wie die letzte. Oh ja, die kann ich hochgehen, schön. Ja, weil ich zu dumm bin für WASD, benutze ich hier, warte mal, ich kann es dir mal zeigen hier, meinen schönen Maus- und Tastatur-Controller. Und deshalb sind das Umgucken ein bisschen so ruckelig, also immer nur so ein Stückchen was, weil mein Daumen so kurz ist. Ist halt einfach so. Müsst damit leben, Pech gehabt, so. Ich will darüber, ja, mach die Augen so, dann sehe ich, was ich krieg, nix. Okay, was ist denn das hier? Keine Ahnung. Da, oh, guck mal da. Da pflanzt wer hinterm Haus etwas an. Aha. Das sind aber mehr als 4 Sprösslinge. Ich glaube, dass da... Alter, die Leiter hat funktioniert. Voll geil. Okay. Wieso? Wieso hat denn diese Leiter jetzt funktioniert? Was hat denn der da im Haus hängen? Ah, das ist auch irgendwie... Naja, Anlauf nehmen und drüber, zack, über die Mauer gehüpft, voll mit dem Arsch auf dem Dinger aufgekommen. Ja. Das ist noch eine Leiter. Ich muss jetzt erstmal Leiter testen. Ja, wer kennt es nicht? Jesus, bitte übernehme meine Leiter oder so, irgendwie heißt es doch. Okay. Ja, es ist mir schon klar, dass ich gesagt kriege, ich soll darüber gehen, aber ich will mich ja auch hier ein bisschen umgucken. Was ist denn das? Das ist auch hier Feuchtöpfchen. Hier ein Brunnen. Am Wasser. Ja, sorry, dass ich so am Gain bin, aber für mich ist das natürlich, wie gesagt, ich habe das ja ganz alleine in Auftrag gegeben zum Programmieren und das war schon anstrengend. Ihr kennt es nicht hier. Was ist denn das hier eigentlich? Warum ist denn da so eine Mauer und so? Achso, ach, da ist eine Treppe, die hätte ich eigentlich runtergehen können. Mir ist ja gerade aufgefallen, ich soll ja zum... Ist ja wieder meine Mama. Hallo. Zu dem Obsthändler und da ist ein Obsthändler. Ja, es ist nicht der richtige, aber trotzdem, ich kann ja mal fragen. Yes? Weißt du irgendwas über, wo bist du denn? Johannes den Täufer? Was ist denn hier los? Der hat doch jetzt genau dasselbe gesagt wie der Glatzemann da hinten.
Ja, ich glaube, das sind, glaube ich, die sind noch nicht lange reich. Das hat's nur gereicht für eine Texttafel. Und jetzt müssen sie die halt hin und her geben, weißt du? Und du? Yes? Der aussieht wie der Typ, dessen Namen mir immer noch nicht einfällt. Weißt du irgendwas über Johannes den Täufer? Ah ja, er hat einen Händler irgendwie reden hören auf dem Markt. Vielleicht sollte ich da mal nachgucken. Er zeigt mir, wo es ist. Okay, ja geil, mach mal. Mach mal, Typ, der mich an jemanden erinnert, wo ich den Namen nicht weiß. So, und du? Mit dir, alles klar? Weißt du auch was vom Johannes? Ah, guck mal hier. Er kennt Johannes den Täufer und er ist ein Nachfolger von ihm. Also nicht ein Nachfolger, ein Mitläufer. Er ist ein Mitläufer von ihm. Er weiß jetzt in letzter Zeit nicht, wo er sich gerade rumtreibt. Er geht davon aus, dass er irgendwo Leute tauft, weil irgendwo hier im Umkreis. Ja, okay, dann Schalömchen. Was ist denn der andere jetzt hingeschlappt? Da rennt er. Ja, was ist denn hier? Was ist mit den ganzen Leuten hier? Kann ich die nicht fragen? Doch, schon, komm. Johannes? Ja, Johannes der Täufer, das ist niemand. Das ist irgend so ein Freak, so ein Loser, der irgendwo im Wald wohnt oder so. Man soll nicht glauben, was er sagt. Der ist ein bisschen, der ist bekloppt, hey. Okay. Okay, also es kommen so langsam Zweifel an, ob das so eine Quest ist, wo ich XP kriege oder wo ich am Schluss abgerippt werde. Yes? Wie sieht's bei dir aus? Du hast auch Obst, gell? Weißt du was vom Johannes? Also er ist auch ein Mitläufer von ihm. Und er sagt halt, dass hier die Zeit des Messias immer näher rückt. Und er weiß aber leider nicht, wo er gerade ist. So, die Zeit des Messias. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was das bedeuten kann. Und du... Eieieiei. Junge, versteckst du da ein drittes Auge oder was? Was ist denn das da? Ist das... Gehst aber heute Mittag, in der Mittagspause gehst du zum Friseur und lässt das fertig machen, oder? Also das ist ja... Yes, das ist eine... Junge, du siehst ja aus wie Arschen Friedrich. Sorry. Ja, okay, der hat gar keine Ahnung. Ja, du siehst auch nicht so aus, als hättest du von überhaupt was Ahnung. Was ist das für eine? Junge, der geht aber hier. Komm mal her, Junge. Oma, Opa, bleib doch mal stehen. Wo geh ich denn hin? Kannst du mir sagen, wo der Johannes ist? Also, er weiß von ihm, aber er sagt mir nichts, weil er will nicht, dass der Idiot noch mehr Mitläufer kriegt. Ja. Also im Moment die Stimmung ist so 50-50, was den Johannes angeht. Habe ich so das Gefühl. Hui. Plopp. Hey du, bleib doch mal stehen. Hey du. Junge, ich kann dir gar nicht in die Augen gucken, kann ich nicht. Weißt du irgendwas? Sorry. Vom Johannes, der glaubt voll an den Johannes und der glaubt auch, dass der Messias hier nahe ist und du hast keine Ahnung, wie nah der Messias ist. Er weiß aber nicht, wo er ist. Ja, okay, alles klar dann. Wolltest du nicht gerade darüber gehen? Oh, guck mal da. Das ist eine griechische Vase. Also jetzt ernsthaft. Das ist doch eine griechische Vase. Wo ist denn die her? Und die steht hier draußen auf dem Sperrmüll. Ist doch krass, hey. Die würde ich mir gern mitnehmen. Die ist hübsch. Komm. Geht nicht. Ich kann leider nichts nehmen. Du schmeißt sowas auf den Sperrmüll. Das geht ja gar nicht. So. Ich hüpfe da jetzt einfach nochmal drüber. Der vorhin auch funktioniert. So, jetzt mit Anlauf. Hüpf. Zack. Okay. Wir haben es zumindest auf den Markt von Nazareth. Ah, guck mal hier. Hallo, du. Yes? Holde Maid. Hast du schon mal einen Johannes gesehen? Also, die ist auch einer, die ihn kennt. Aber die hatten auch schon länger nicht mehr gesehen. Der läuft halt immer rum und, Junge. Immer, hast du einen Bruder? Der da oben steht irgendwie? Junge, du siehst irgendwie fertig aus. Yes? Ich hab, also, ja, was ist denn mit Johannes? Kennst du den? Der kennt ihn nicht und er weiß nicht, wo er ist. Siehst irgendwie, also, ihr müsst Brüder sein.
So, du da? Ah, so. Das ist der wie gesagt hat, er zeigt mir, wo er ist. Okay. Danke. Dann rede ich jetzt mit dem. Ich glaube, dass das hier der entsprechende Mann ist. Du da. Hallo? Ich habe gehört, dass so ein Fruchthändler, ein Obsthändler weiß, wo der Johannes ist. So, weißt du zufällig, wo er gerade ist? Also er kennt nicht den Johannes, aber ein anderer Mann, der diesen Obststand hier... Ach so, der ist nur Aushilfe. Was habe ich, ist der andere gerade auf dem Abort oder so? Und, Moment, ich muss mal hier einen Popel aus der Nase ziehen. Der weiß, wo er ist. Okay. Er lebt auf der anderen Seite der Stadt in einem kleinen Haus. Okay, danke. Nö, alles klar. Also ich muss irgendwie in ein anderes Haus gehen. Ja, das weiß ich doch, dass ich so rennen kann. Das habe ich schon von ganz alleine rausgefunden. Ich soll auf die südliche Seite von Süden, ist da unten so. Ich kann ja aber trotzdem noch ein bisschen rumfragen, oder? Was mit dir so? Alles klar? Ja, aber er ist auch getauft worden, aber er weiß nicht wo. Und was ist denn das? Ist das ein Lädchen oder was? Oder ist das ein Scheißhaus? Das sieht irgendwie aus wie ein altes Dixie-Klo. Geht ja gar nicht. So. Okay, es ist scheinbar kein Dixie. Ach, guck da. Der macht Oreo-Kekse. Moment mal. Ja, ich bin etwas verhustet. Und ich will euch aber nicht ins Mikrofon husten. Das ist nicht cool. Dann mache ich das immer aus. So. Also der macht Oreo-Kekse. Links ist die Unterseite, rechts die Oberseite und da ist ein Becher und ein Knüppel. Ja, also so Oreo-Kekse bestehen ja aus einer Unterseite, dann kommt so weiße Creme und eine Oberseite. Unter und Oberseite sehe ich hier und ein Knüppel und ein Becher. In den Becher macht man die weiße Creme. Okay, wo kommt die weiße Creme her? Und warum braucht man für die Herstellung dazu einen Knüppel? Ich frage einfach nicht nach. Ist schon in Ordnung. Moment, was war denn das da? Was ist denn das da drüben? Das sieht ja lustig aus. Was ist denn das? Kann man das essen? Ist das ein Gitarrenständer? Was bist denn du? Ich glaube, das ist so ein Kohlebecken oder so. Guck mal, da steht ein gutes Weißbrot auf dem Tisch. Guck mal, da steht ein Jesus auf dem Weißbrot. So. Ach, hier ist der Essbereich. Also das ist so die Fressmeile vom Markt, weißt du? So, was ist mit dir? Hallöchen? Ja, hüpf ich doch gerade. Du, oh, was ist denn das da drüben? Da ist das eine... Weißt du irgendwas vom Johannes den Täufer? Nö, weiß er nicht. Okay, alles klar dann. Ach, guck mal, das ist ein Huhn. Ach so, das ist Fleisch. Oh, Alter, was ist denn das? Ein Brontosaurier-Steak oder was? Krasses Teil. Her mit. Das Huhn hat das Loch auf der falschen Seite, glaube ich. Ja? Das ist, weißt du. Oh, da ist wieder eine Kuh. Hallo. Na? Ihr seid aber cool. Ja. Was? Hühner. Hüngele. Guck mal hier. Die legen rote Eier. Kann ich euch jetzt schon sagen? Ja, weil sie rote Ohrläppchen haben. Habe ich, glaube ich, schon mal erklärt. Also nicht glaube ich, das weiß, dass ich schon mal erklärt habe. Dass man die Farbe der Eier anhand der Ohrläppchen von den Hühnern erkennt. Ob die jetzt wirklich rote Eier legen, kann ich jetzt aber nicht sagen. So irgendwie. Oh, guck mal du. Schäfchen. Hey Schäfchen, sind das total Schäfchen? Weißt du irgendwas über Johannes den Täufer? Sorry. Er hat nur gute Sachen von ihm gehört. Aber er weiß nicht, wo er ist. Okay, alles klar. Okay, sorry, ich muss da rein. Hallo! Oh, guck mal, wie die wuschelig sind. Oh, wuschelig und knuschelig. Mäh. Ja, ich gehe ja schon. So. Was ist denn das da? Ist das ein Vulkan oder was? Guck mal hier. Ein lebender Vulkan. Geil. Was ist denn das für ein Strubbelmann? Hey, Alter, was bist du so ein Strubbelmann? Bist du so strubbelig?
Also er hat auch gesagt, dass der Messias nah ist. Ja, hat er recht. Ein schlauer Mann. So, was ist das? Da steckt was drin. Ach, das ist ein Ofen. Ich dachte, das wäre ein Atomkraftwerk. Naja, so kann man sich irren, ne? Ist schön hier, aber komm, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir ein bisschen vorwärts kommen. Achso, ja, stimmt ja. Ich bin ja immer noch zu dem Mann, der weiß, wo der Johannes ist. Aber, ja, er ist da unten, aber ich muss mich ja hier umgucken. Oh, das Feuer! Wird zwar warm unterm Röckchen hier. Kann ich die Tür da aufmachen? So, ziemlich leer hier. Warum ist denn hier so leer? Ah ja klar, weil der Markt, heute ist gerade Markt und da ist sonst nichts los. Und dann gehen natürlich alle Leute zum Markt, lassen alles stehen und liegen, auch ihr Sitzkissen hier. Ah ja, okay. Ja, ich gehe ja schon. Da runter. Ich renn mal, ich mach mal ein bisschen hier. Strafe Jump? Das ist kein Strafe Jump, ich weiß. Aber ich bin halt ein glücklicher Jesus. Juhu! Juhu! Ich bin ein glücklicher Jesus. Oh, guck mal, da ist ein Kornfeld. Da muss ich natürlich hin. Oh, da ist wieder eine Leiter. Also, gucken, ob wir drauf können. Na, die Leiter kann man nicht hochgehen. Oh, da ist wieder ein Feuer. Ich wollte es ein bisschen anfachen, weißt du? Es ist aber schon... Ja... da, guck mal. Steht einer. Hat gerade gesehen, wie ich ins Feuer gepustet habe. Der muss auch gerade so denken, was ist denn das für ein Depp hier? Yeah, ein Kornfeld. Hui. Was ist das da drüben für ein... Was ist das da für ein Baum? Das sieht hier irgendwie alles seltsam aus. Au. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Da hat der liebe Gott, eine Alpha-Wand hingebaut. Ja, die gibt's schon länger. Die gibt's schon seit 2000 Jahren, siehst du? Hier, hopp. Hopp. Wir springen durchs Getreide. Wir springen durch die Saat. Hurra, wie verblöden für uns bezahlt. Der Staat. Hallo! Also, John Follower. Ich suche John Connor, John den Täufer. Hallo, ich suche Johannes den Täufer und da war ein Mann, der hat gesagt, ich soll mal nach dir gucken, weil du nämlich weißt, wo der ist. Ah, so, ja klar kenne ich den. Ich verfolge seine Aktivitäten schon ein bisschen länger, der ist irgendwo in der Wildnis. In der Wildnis, Mann, nicht in der Wildernis. In der Wildnis ist er und da tut er so vor sich hin taufen, weißt du? Willst du wissen, wo er gerade ist? Ja, ich muss den finden, also ich muss wissen, wo der ist halt hier. Okay. Ach du Scheiße. Das ist hier. Das ist hier ein sehr reicher Mensch, der hat eine sehr große Texttafel. Moment, da muss man so. Also. Er hofft, dass ich kein Feind von ihm bin, weil es nämlich viele Leute gibt, die ihn tot sehen wollen oder glauben, dass er verrückt ist. Dazu sage ich, nur weil ein Großteil der Leute behauptet, dass du einen an der Klatsche hast, heißt das ja nicht wirklich, dass du einen an der Klatsche hast. Aber wenn es halt wirklich ein Großteil der Leute behauptet, dann sollte man vielleicht doch mal drüber nachdenken, ob die nicht vielleicht recht haben könnten. So. Ist ja auch egal. Also, ich muss die Stadt raus und dann Osten in der Nähe vom Markt und dann den Pfad da weitergehen, bis irgendwie so ein bisschen Wäldchen kommt, sowas. Und das Wäldchen führt zum Jordan, also zu dem Fluss Jordan, nicht zum Michael. Das ist da, wo der Johannes meistens Leute tunkt, also tauft. So, normalerweise macht er das tagsüber. Okay, alles klar.
Friede sei mit dir. Und ich verspreche dir, dass ich kein Feind von Johannes bin. Das weiß ich jetzt nicht. Also, ich kenne den ja nicht. Okay, ich muss also nach Osten gehen. Moment. Ich muss erst zu meiner Mutter gehen und muss ihr sagen, wo ich... Ah, guck mal, da ist sie ja schon. Muss ihr sagen, wo ich hin will. Hallo. Mutter, hör mal zu. Ich gehe zum Johannes. Darf ich zum Johannes gehen spielen? Ja, der ist draußen irgendwo und ja, will ich jetzt hin. Ah, ja. Aha, okay. Also die sagt, sie geht davon aus, dass er morgens Leute tauft, deshalb soll ich jetzt noch ein bisschen schlafen, weil ich noch müde aussehe. Da hat sie auch recht. Okay, alles klar. So, und du? Hello, Jesus. Hallöchen, ich hab nix zu sagen. So. Okay. So, also, Schläfchen machen. Nazareth bedeutet ein Wachturm oder ein Sprössling. Der letzte Teil von Nazareth, wahrscheinlich das Red oder sowas, bedeutet wahrscheinlich ein Hügel. Also bezieht sich wahrscheinlich auf den Hügel, der direkt hinter der Stadt ist. Aha. Modern Day Nazareth is nestled in a natural bowl. Also das moderne Nazareth ist in einer Schüssel. Nein, natürlich nicht in einer Schüssel. In einer Senke. Und weiter konnte ich nicht lesen. So. Also ich muss jetzt meiner Mutter sagen, dass ich jetzt gehe. Da steht sie schon und wartet. Ne? Da gehe ich lieber da drüben raus. Ich sage mal meiner Schwester, hier, hallo. Wie hieß sie? Angelika? Ich gehe. Ich bin doch müde hier. Das ist ja noch dunkel, hey. Da kann man doch, das geht doch nicht. Das kannst du doch nicht bringen hier. Brennt da Licht da drin? Wieso steht meine Mutter eigentlich die ganze Zeit an dieser Häuserecke? Ich meine, mein Vater steht da. Achso, es steht. Achso. Ja, Hallöchen. Hallo? Oh, guck mal. Mein Vater hier. Das ist ein. Es ist bestimmt so ein Schweißloch. Also, wo man dann, damit man nicht so schwitzt, hat er da unter den Armen. Das liegt nicht daran, dass er ein armer Mann ist. So. Also, ich bin jetzt fertig. Ich gehe jetzt. Alles klar? Ah, ja. Also, es ist jetzt Zeit, um meine erste Mission in Anspruch, wie heißt das, in Auftrag zu nehmen oder sowas. Aber sie wird mich vermissen. Ja. Da war ein Typ vorhin da und der hat gesagt, der ist einer, der den Johnny auch ganz gut findet. Und sie geht davon aus, dass sich jetzt schon ein bisschen in der Stadt rumgesprochen hat, dass ich zum Johannes gehe. Der wartet vor der Stadt auf mich. Okay, alles klar. Ich vermisse dich auch. Tschüss. Ich bin jetzt 9 Jahre, ich muss jetzt Pokémon sammeln. Natürlich muss ich keine Pokémon sammeln. Jesus sammelt Jünger, keine Pokémon. Ich weiß nicht, also es gibt hier auf meinem Kanal hier, ich habe auch die Jesus-Rollenspiel-Trilogie habe ich gespielt. Da hat man Jünger gesammelt, mehr oder weniger. Das war halt ein Rollenspiel so. Und kommt hier voll rüber, als wäre ich hier voll der gläubige Fuzzi. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Ja, vielleicht. Hat da jemand was in die Wand geschrieben? Ne, das ist ein Backstein. Da kann ich doch bestimmt hochgehen. Ja, kann ich. Nee, kann ich nicht. Es ist doof. So, jetzt habe ich mich verlaufen hier. Ich will doch, komm mal, ich gehe da rüber, das sieht's gut aus. Ja, also so, nein, ich bin nicht gläubig. Glaube ich. So, ich hab nur mal, also ich finde es durchaus interessant. And so I tell you, keep on asking, and you will receive what you ask for. Keep on seeking, and you will find. Keep on knocking, and the door will be Frage und dir open wird to you. geantwortet, suche und du wirst finden, Scheiße und du wirst stinken. Wenn du Durst hast, dann musst du trinken oder so, irgendwie geht das. Also ich mach mal hier eine etwas freie Übersetzung. Ja,
Ja, also ich finde das ganze Bibelgedöns und so, es ist halt durchaus interessant, ne? Es ist halt ähnlich interessant, diese ganze Lore dahinter und so, ähnlich wie Herr der Ringe oder so zum Beispiel. Das ist auch interessant, nur das Herr der Ringe, ja, ist das, ne? Suppose your son asked for a fish. Which of you will give him a snake instead? Or suppose he asked for an egg. Which of you will give him a scorpion? Was Even though labert der you für are eine evil, Scheiße? you know how to give good gifts to your children. Ja, ja. How much more will your Father so. who is in heaven Was wollte ich give the sagen? Holy Spirit to those Ja, Herr der who Ringe ist das ask him? deutlich bessere Buch, kann ich nur empfehlen. Die Bibel ist sacklangweilig, also so richtig, also ihr habt keine Ahnung davon. Ich glaube, die Bibel liest man wirklich nur, wenn man es glauben will. Ne? Ich meine, die Bibel, man muss dazu sagen, sie tut alles dafür. Das Buch macht alles dafür, dass du am Ende daran glaubst. Indem es halt einfach auf die billigste Methode. Und die billigste Methode lautet Wiederholung und Angst. Die lässt dich, die sagt dir halt, also das Buch, Bibel, ne, sagt dir halt 100-mal, wenn er das nicht gemacht hätte, weil er nämlich nicht gläubig war und deshalb passiert das. Dem passiert das, weil er nicht an mich geglaubt hat. Dem passiert das, weil er nicht an mich geglaubt hat. Und das wiederholen sie halt 10.000 Mal, sodass du irgendwann denkst, ja, warum machen die nicht einfach, was sie sagen und machen, was ihr angeblicher Gott da will und dann geht's ihnen doch, scheiße, drauf reingefallen. Ja, genau so. Ja. Woher ich das weiß? Weil ich die Bibel gelesen habe. Ich habe die ganze verkackte Bibel gelesen. Alles. Also ich habe so eine Schulbibel da gehabt, in dieser, es gibt ja verschiedene Übersetzungen und sowas, in dieser Einheitsübersetzung. Und das Beste an dieser, also die kann ich nur wirklich jedem empfehlen, ist, das sind so kleine Fußnoten unten, die in der normalen Bibel nicht sind, die das Ganze so ein bisschen aufdröseln, die dann sagen, ja, der wurde jetzt nicht wirklich 1000 Jahre alt. Es ist halt eher so, dass die Zahlen so eine Bedeutung haben. 1000 steht wohl für Reichtum oder sowas. Und wenn es da heißt, der wurde 1000 Jahre alt, dann heißt das, dass der Typ reich war oder so. Also die das so ein bisschen entmystifizieren eigentlich. Und das fand ich eigentlich recht cool, diese Fußnoten so. Das hat ein bisschen so erklärt. Und dann, aber das Alte Testament ist halt so keine Ahnung, Campingtipps und Unwetterwarnungen zum Großteil. Also so oft wie du erklärt kriegst, wie du ein Zelt aufbauen sollst und wie viel Quasten da dran müssen, dass die Tür zugeht. Und Volkszählungen, ja mein Gott. Ja komm, weißt du, weiß gerade nicht, was ich machen soll. Ja komm, ich lass mal hier das Volk eine Volkszählung machen, weil ja, warum nicht? Ist gerade lustig. Das ist so auf diese Filler-Episoden, weißt du, die sind richtig schlimm, ey. Alter Schwede. Und dann denkst du so, hast du dich dann so durchs Alte Testament so durchgequält, also das Alte Testament ist das ohne Jesus, und dann hast du dich dann irgendwie so durchgequält und hast dann irgendwie den Stammbaum von Ishmael auf 15 Generationen oder so 10-mal durchgelesen. Bäh. Und dann geht's im Neuen Testament weiter und denkst du, ja geil, ist hier krass vom flotten Jesus bisschen was lesen und dann liest du sowas, okay, alles klar. Und dann kommt so, und jetzt kommt das Kapitel, was weiß ich was, Johannes oder sowas, was von dem halt geschrieben wurde und der schreibt quasi genau das Gleiche wie der vorher. Da lässt er ein bisschen was weg, da schmückt er ein bisschen was aus, aber eigentlich ist es genau dasselbe wie vorher. Und danach kommt dann der Jünger Paul oder so und der schreibt auch dasselbe. Der schreibt dasselbe wie die zwei vorher. Du da irgendwie hier, da ist Jesus nach links gegangen, da ist er nach rechts gegangen, aber am Ende vom Tag wird er ans Kreuz genagelt. Also es ist alles dasselbe. Das ist irgendwie so 3, 4, 5 Mal, wo einfach dieselbe Geschichte erzählt wird. Ich denke, sag mal, was ist denn das für eine Kacke? Es macht doch wenigstens ein bisschen... Ja. Also wirklich, das macht man wirklich nur, wenn man sehr viel Zeit hat und sehr viel Langeweile oder wenn man unbedingt, keine Ahnung, daran glauben will oder so, keine Ahnung. Ich gehöre halt zu erster Fraktion. Ich hatte damals auf Arbeit, musste ich eine halbe Stunde Pause machen und ich wusste halt nicht, was ich machen soll. Nicht geraucht und so, was weiß ich was. Also was machst du eine halbe Stunde in der Pause, wenn du keinen Bock auf Pause hast? Dann habe ich mich halt hingesetzt und gelesen. Und das Problem ist, dass ich habe halt auch immer noch was zu essen dabei gehabt oder hier, keine Ahnung. Und dann kommt ja doch mal einer und labert mit dir oder so irgendwie. Oder dass ich dann doch mal mit jemandem gelabert habe. Kam selten vor. So. Und deshalb war es halt gut, wenn du ein Buch hast, was viele kurze Kapitel hat. Und da ist die Bibel halt, die ist wirklich super, weil die hat dann immer so diese Verse,
und sowas, weißt du, wo du dann genau weißt, okay, da kommen 5 Sätze und danach ist ein Absatz, da kannst du jetzt schön Pause machen, zack, Lesezeichen rein, lese ich morgen weiter. Und das habe ich dann halt gemacht, so über, ich glaube, 2 Jahre oder so habe ich gebraucht, bis ich die Bibel gelesen habe. Und dann hatte ich sie irgendwann durch und dann hatte ich mir, ich glaube, noch bevor ich diese Bibel hatte, habe ich mir mal einen Koran gekauft. Keine Ahnung, ich glaube, der war einfach günstig. Und dann dachte ich so, komm, jetzt lese ich den Koran noch gleich hinterher. Ja, nee, da habe ich dann auch gesagt, oh nee, das ist ja übel, weil Koran ist ja einfach nur, also ich rede jetzt nicht von dem, was im Koran steht. Dafür habe ich ihn zu wenig gelesen. Ich habe vielleicht so, keine Ahnung, 50 Seiten oder sowas gelesen. Aber irgendwie ist das wohl so, dass diese einzelnen Verse im Koran aufgebaut sind, die sind sortiert nach Länge. Also so, ich weiß nicht, ob es die kürzesten oder die längsten sind, die sind halt am Anfang. Am Anfang hast du, ich sag mal, die längsten, riesige Geschichten, die gehen über 10 Seiten oder so. Und dann ist die Geschichte rum und dann kommt die zweite Geschichte, die von was komplett anderem handelt. Und du denkst so, Junge, was ist denn hier los? Das passt überhaupt nicht in die Zeitlinie rein. Was ist denn das für eine Kacke? Und dann 5 Geschichten später bezieht sich wieder auf die erste oder die direkte Nachfolge. So, hey, was ist denn das für eine Scheiße? Also, oh nee, weißt du, ich brauche doch eine gescheite zeitliche Reihenfolge und nicht einfach nur so Geschichten auseinandergerissen. Ja, das war hier. Ja. Also, das soll jetzt nicht heißen, dass die Bibel besser ist als der Koran. Die sind beide scheiße. Die sind beide scheiße und langweilig. Und wenn ihr ein gutes Buch lesen wollt, dann macht das, aber keins von denen. Ist halt einfach so. Lest was Gescheites von mir aus. Fix ein Foxy-Hefter oder so, was weiß denn ich. So, jetzt ist aber hier, ich habe mir jetzt genug Freunde gemacht, glaube ich. So, was ist denn mit Jesus? Dir? Hallo, Dörfler. Also ich gehe jetzt mal zum Johnny und bist du der Typ, der irgendwie für mich was vorbereitet hat? Ja? Yes. Ja, I ja. have prepared some food for you for your journey. Der hat ein bisschen was zu essen für mich, especially in the heat of the day. weil es am Tag sehr heiß wird und so. Ich soll ein paar Snacks nehmen. I'm a shopkeeper here and I'm preparing to set up shop for the day. Okay. So I thought I'd give you some help before you go to be Okay, baptized. das ist like John the Baptist. der hat einen Laden, anscheinend läuft er nicht gut, sonst würde er ja Texttafeln benutzen und nicht richtige Worte. Und er hat mir aber ein bisschen was zu essen hier mitgegeben und das gibt er mir mit, bevor ich zum Johnny gehe. Also Dankeschön und Friede ist mit dir. So. Leave Nazareth by following the road out of the market. Ich schätze mal diese da. Okay, dann gehen wir mal forschen Schrittes. Gehen wir mal hier weiter, ne? Das war da nicht lang gedauert jetzt hier.